Und da ist sie schon die nächste Episode. Also ich habe jetzt mal repariert, was halt reparierbar ist. Jetzt habe ich halt einfach keinen Stoff mehr. Da kommt gerade ein Sturm. Stoff habe ich definitiv nicht mehr, oder? Wir können höchstens bei denen schauen. Was geben die Hände, wenn ich die auseinander nehme? Die geben aber Leder, das bringt mir jetzt überhaupt nichts. Ja, also man muss einfach akzeptieren, mehr liegt nicht drin. Das sieht er jetzt gerade. Ich frage mich immer noch, wo ich das Öl... Ah, da. Ach, das. Ich habe Lampenöl dabei, aber keine Lampe. Soll man ein ernstes Wörtchen mit dem Tourplaner reden? So, also, alles eingepackt. Jetzt würde ich sagen... Jetzt ist noch eine Kiste, komme ich da nicht an. Ducken. Ah, das sind keine Lupenhälfte, das sind einfach so... Da hat jetzt noch jede Menge Holz gehabt. Ja, ich muss auch wieder rein. Jetzt gehen wir da rauf. Und ich würde sagen, jetzt mache ich wirklich mal eine mega lange Schlaftour. Ich muss speichern, aber ich habe gemeint, es ist genug warm da rein mit Bett und allem drum und dran. Ah, ich habe die Steuerung überhaupt noch nicht im Griff. Es ist jetzt etwa Mittag. Schlafen kann ich maximal 12 Stunden, brauche 720 Kalorien. Ja, wäre vielleicht zu dumm gewesen, ich hätte dort noch den gute alte Wolf ausgenommen. Ich hoffe, ich muss einfach nicht das Essproblem. Also, die Gesundheit sieht doch wieder viel besser aus. Mein Problem ist, wenn ich jetzt loslaufe, dann es ist einfach zu kalt. Never been so hungry in my life. Ja. Mitternacht dürfte es etwa sein. Kann ich denn noch schlafen? Ja. Wenn ich so nochmal 6 Stunden schlafe. Ja, ich sehe, ich habe die Steuerung nicht mehr so im Griff. 6 Stunden, das wären 360 Kalorien. Ich muss jetzt wirklich Dämmerei essen. Ja. Da kommt der Schlafen gut richtig, dann ist es hoffentlich auch nicht mehr so kalt. Also, voll ausgeruht, volle Gesundheit. Ich nenne es jetzt mal Base. Und jetzt ziehen wir es einfach durch und ab die Post. Ich probiere es mal so quer durch. Da. Das gute Idee ist, sehen wir schon bald, aber ich habe gespeichert. Das wäre dort. Kältemässig sieht okay aus, oder? Geht ein bisschen runter. Aber ich hoffe, dass dann während dem Tag das sich wieder reguliert. Ich muss jetzt
Ich muss das wirklich in einem Coup schaffen, oder? Weil Essen habe ich nachher eh nicht mehr. Thank goodness. Yay, es ist gerettet, ich habe Hundefutter. Aber tatsächlich sind 500 Kalorien. Okay, das heisst, ich kann dann sogar noch das Lager machen, falls ich dort eine Höhle finde. Ich könnte jetzt sogar noch das Lager machen. Und jetzt da zu dem Zipfel über. Hey, da hat es noch etwas. Salzschrott. Ah, ich weiss wieder mal, was ich vergessen habe, ich löse. Ich habe extra noch gesagt, nee, nimm ja etwas zum Feeling machen mit. Can always Hey. use more food. Ja, ist ja perfekt. Gewichtsmäßig voll okay. Jetzt muss ich einfach noch irgendwie so ein bisschen Stickies mitnehmen, weil ich Superhero habe ja wieder mal vergessen, meinen eigenen Rat zu befolgen. Dort liegt irgendetwas. Es ist irgendwie verdächtig ruhig und irgendwie, wenn es verdächtig ruhig ist, wird nächstens etwas passieren. Was mir in den Sinn kommt, ich habe kein so ein Antiseptikum mehr, oder? Und ich habe gemeint, dass es da die Bartel gewesen, der das macht. Ganz schnell schauen. Crafting, Bartflechtenverband. Brauche ich 3 von denen. Wenn ich noch einen finde, wäre das cool. Da könnte zumindest noch so ein... Was ist das? Desinfektion oder Infektionsrisiko vermeiden. Dort ist noch eines. Perfekt. Und ich gehe einfach davon aus, der Bär kommt nochmal. Das ist ja sicher noch nicht vorbei. Und der hat immer so eine Tendenz, immer genau dort aufzutreten, wo ich bin. So. Wie lange dauert das denn so einer machen? 15 Minuten kommt die Zeit muss sein. Sich entzünden, ja genau, das ist perfekt. Dann haben wir wenigstens so einen, falls es wieder zum Bärenbiss kommt, und das ist ja doch very likely. Richtig stimmt. Ich muss schon von da ein bisschen schauen, ob ich irgendwo einen Aufgang sehe. Was der Turm, der müsste ja ziemlich genau dort richtig sein. Jetzt kommt noch ein Sturm. Bitte nicht! Ich glaube, dort in dem Bahnwagen rein, dort ist man auch noch einigermaßen geschützt, um ein Nachtlager zu machen. Falls es dann zu übel auskommt, das ist ein Wolf, abkommt, das ist jetzt egal, der wieder weggehauen. Ich befürchte fast, ich muss dort hinten raufgehen. Es sind sogar 2. Also Hauptgrund, dass ich jetzt hier speichere, ist, es ist halt einfach so gnadenlos unverzählig, das Game. Oh, der kommt schon einer. Und wenn ich den falsch mache, also die falsche Richtung einschlage, dann ist einfach mal so ein Tag vorbei. Ich schieße jetzt extra noch nicht, weil es könnte der andere Trigger. Also da komme ich sicher nicht, oder? Oh, da kommt nochmal einer, oder? Nö, die hauen ab.
Hey, ich habe keine Ahnung, es könnte sein, dass es dort raufgeht. Dort im Gletscher. Ja, ich probiere es einfach mal. Bleibt ja eh nicht alles übrig. Sticky. Sticky, sticky, sticky. Was liegt da? Ein Reli. Wohl, da geht das durch, oder? Dann bleibt Gletscher nach. Oh, man kennt sie, du bist einfach zu fett und die brichst. Zeit, es ist noch nicht Mittag. Also es heult auf jeden Fall wieder, wahrscheinlich ist wieder irgendwas, ein Wolf rum, den ich nicht gesehen. Ah, da sieht man, ich habe ein anderes Spiel gemacht. Jetzt drücke ich die ganze Zeit E. Weil also ziemlich in jedem anderen Spiel ist es E, um etwas aufzunehmen. Aber da ist es weg. Wegliegen. Kann ich da laufen? Oder bricht das hin? Ich glaube, es ist gut so. Folgendes: Speichern. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich der Bär nochmal zeigt. Er hat selber gespeichert, das ist sehr ermutigend. Macht er das sicher nicht, weil irgendetwas passieren könnte. Also, jetzt machen wir da muss ich die ganze Latscherei nicht nochmal machen. Ich weiss, ich bin wirklich sehr speicherwütig, aber die letzte Zusammenkunft mit dem Bär hat mich gelernt, dass es gar nicht so das Dümmste ist. Das ist ein Reh, das ist easy. Ah, da ist er doch. Nein, 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 nein. Also das Geklicke ist irgendwie, naja. Also bis jetzt Platzwund und verrissene Kleider, kann man mit leben. Oh. Okay, kommt nochmal. Gesundheit sieht mir recht gut aus.
Und eine leichte Prellung ist auch gut. Hoffen haut er jetzt ab. Und Bär, ich verstehe eh nicht, dass du gegen mich kämpfst. Ich bin nämlich der Gute in dem Spiel. Du müsstest da, wenn du gegen den... Bear has an uncanny sense of time. Ja, das ist wohl wahr. Er hat wirklich ein gutes Timing. Ist immer genau dort, wo ich bin. Aber eben, eigentlich müsste er ja den anderen angreifen, gar nicht mich. Ich bin der gute Bär. Der andere ist der Böse in seiner Hütte. Also, das bedeutet, Bär erledigt, dann können wir aufs Gewehr wechseln. Schmerzmittelverband. Wow. Stimmt, ich sollte vielleicht noch schnell schauen, was ich da so... Hey, ich bin voll unversehrt Vogelkrebs. Also die Kleidung wird sicher etwas abbekommen, aber das ist easy. Yay, coole Geschichte. Also, dann geht es jetzt zurück. Da hat es auch noch Zeug. Also das ist ja wirklich schön im Story-Mode. Die kommst du immer durch. Hat sogar noch Handschuhe für den Fall, dass wer die Handschuhe kaputt macht. So, speichern. Also wenn man es kapiert hat, wie das so mit dem Bär funktioniert, ist es eigentlich recht easy. Zeit, Mittag ob das schaffe ich. Dann gehen wir jetzt straight way back zum Captain Ahab. Und dann hoffe ich, dass es endlich weitergeht. Und die Episode 2 zu einem Ende kommt. So, oh, jetzt kommt das wieder. Mackenzie, look, du hast erfolgreich gegen einen Bär gekämpft. Du dir jetzt nicht den Fuß verstauchen. Du hast nicht den Fluss zurück müssen. Das ist ja komisch. So, das Betonplatte. Ich meine, ich habe das Knurren gehört. Aber das Spiel macht ja leicht paranoid, das ist nicht Neues. Ach, das soll wahrscheinlich Eisscholle darstellen. So. Wie komme ich da am besten zum Bahngleis ab? Yep. Ja, aber das machen wir im nächsten Kapitel oder in der nächsten Episode. Und bis dann sagen wir Tschüss.